Ja, danke dir, Benny und Leo. Herzlich willkommen im Studio. Danke für deine Message, die du heute gemacht hast. Vielleicht gerade zum Anfang, die letzten 2 Sonntage waren schon sehr heiße Themen, sage ich jetzt mal. Wieso hast du dich entschieden, in dieser Osterzeit auf Ostern zu solche heißen, fast auch politischen Themen zu wählen? Also generell habe ich eine ganz andere Serie geplant gehabt mit den 7 Wundern vom Kreuz. Mit 7-mal hat Jesus am Kreuz, also in der Kreuzphase, Blut verloren. Aber ich habe dieses Thema schon seit 2 Jahren ein bisschen im Hinterkopf und ich habe gemerkt, die letzten paar Monate hat es ein bisschen Dynamik bekommen, wo ich gefunden habe, so jetzt möchte ich mal über das sprechen. Das ist nicht einfach so ganz schnell vorbereitet, sondern es ist relativ eine lange Zeit, wo ich mit diesen Themen mich auseinandergesetzt habe, auch um ein Statement zu setzen, auch einmal, aber auch ein bisschen, was ist unsere Kultur. Ja, also es ist spannend, aber ich glaube, es löst sehr viele Sachen bei den Leuten aus. Das merken wir ja auch eben mit Feedbacks und E-Mails und so weiter. Jetzt hast du heute über Cancel Culture gesprochen und eigentlich gesagt, dass wir wieder lernen müssen, zu unserer Meinung zu stehen und die überhaupt sagen zu dürfen. Um das ging es ja vor allem auch. Was sagst du jetzt den Leuten, wenn sie zu ihrer Meinung stehen und dann aber genau gecancelt werden? Also meine Devise, ich cancele nicht jemand auf Social Media, das mache ich nicht. Ich finde auch Social Media der falsche Punkt, um zu argumentieren, mache ich nicht generell. Aber wenn ich mit jemandem unterwegs bin und wir haben eine Diskussion, stehe ich zu meiner Meinung. Aber ich respektiere immer, dass man gewisse Dinge auch anders sehen kann. Das ist ja immer, beide Seiten haben dann ihre Meinung. Und das ist für mich eine Kultur, wo man lernen darf, auch Dinge anders zu sehen, ohne eine Freundschaft oder eine Person per se einfach zu zerstören oder mundtot zu machen. Geht für mich generell nicht. Und wenn mir aber jetzt das passiert, also ich habe jetzt meine Meinung zu einem Thema gesagt zum Beispiel und ich merke, keine Ahnung, Mobbing, Ausgrenzung, was auch immer, das passiert mir. Wie gehe ich dann damit um? Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du über das offen mit jemandem sprechen kannst. Zum Beispiel der Fall, wo ich gesagt habe, der Mann, der aus dem Leben gegangen ist, der ging immer in eine Beratung. Solange du darüber sprichst, was dich verletzt, das du nicht handeln kannst, ist nicht das Problem. Aber irgendwann hat sich dann zurückgezogen, ein eigenes Kämmerchen, und dann wird es mega gefährlich, weil dann bist du wie allein in deinen Gefühlen und Worten, weil oft sagt dann vielleicht dein Gegenüber, die gut kennt, sagst zum Beispiel, hey Alex, hey, sorry, du hast ein paar noch genügend Leute, die dich lieben, die dich wertschätzen. Das sind ein paar nicht alle, weil das kommt dann so entgegen, eine Wucht, dass du das Gefühl hast, alle sind es gegen mich. Und natürlich, es kann sein, dass eine Türe zugeht in der Arbeitswelt, aber es geht auch wieder eine neue Türe auf. Das ist ja immer so. Und du musst in einem Dialog sein mit Leuten, wo du über das auch auskotzen kannst und auch deine Gefühle hinlegen kannst, wo du sagen kannst, hey, Alex, aber vergiss nicht, du bist eine Schöpfung Gottes, du hast eine Würde, du hast eine Perspektive und eben nicht alle sind gegen dich. Es ist eben so, es ist eine kleine Minderheit, die sind Ja. sehr laut, aber es ist eben nicht die Mehrheit. Ja. Glaubst du, muss man immer seine Meinung vertreten oder gibt es nicht auch Momente, wo vielleicht das Schweigen besser ist? Also wenn ich merke, eine Person ist überhaupt nicht offen, dann finde ich grundsätzlich, ist wie die Perle vor die Säue geworfen, bringt gar nichts. Also ich finde, ich bin jetzt nicht der einfach jeder Person meine Meinung unter die Nasen reibt. Das ist ja genau gleich, gehe Golf spielen. Wenn jemand mich nicht fragt, erzähl mal von dem Glauben, erzähle ich das nicht, Ja. dann ist sie gar nicht offen. Und das ist genau das Gleiche. Wenn jemand nicht offen ist, hat er die Meinung eh schon gemacht, das ist zementiert, das ist begründet und argumentiert, dann kannst du mit deinen Begründungen kommen, das bringt gar nichts. Und jemand hat mal gesagt, kämpfe nicht eine Schlacht, wo der Sieg keinen Unterschied macht. Und da muss man lernen zu schweigen, aber da, wo es eine Situation gibt, wo man merkt, hey, viele leiden darunter, da muss man aufstehen, auch für andere Leute, die vielleicht eben keine Stimme haben. Ja. Jetzt hast du am Schluss noch über Ehrung gesprochen und dass man ehren muss auch. Was würdest du sagen, muss ich Leute ehren, die mich aber verletzt haben? Ja, Oder aber wie gehe weil, ich ja, da? ja, so gut, auch weil Jesus hat gebetet für die Feinde. Sogar deine Feinde können zu deinem Segen werden. Du kannst eben, alles, was gegen dich verwendet wird, kann Jesus umdrehen. Man sagt ja, im Judo, Kung Fu sagt man muss den Schwung nehmen und man kann es drehen. Und Jesus hat für die Feinde gebetet, in dem Sinne, man kann davon lernen. Und ich sage immer, auch deine Kritiker, die ehre ich segne sie, ich bete für sie, das mache ich wirklich, weil die meinen, nicht alle meinen es per se falsch, die haben vielleicht auch etwas
Jesus erlebt, dass du da zu dieser Meinung gekommen sind. Und ich merke, wenn ich beginne zu beten, natürlich ist mein Gebet dann nicht so ernst und ich kann jetzt sagen, ja, ich meine es von ganzem Herzen, aber man beginnt einmal immer hier Ja. irgendwo und dann kann sich das auch entwickeln und das finde ich eine wichtige Kultur in dem Sinn, weil sonst wird man bitter. Man ist verletzt und ich sage immer, der am meisten Freude hat, ist der Teufel, weil ihm ist eigentlich egal, wie man verletzt oder enttäuscht oder bitter wird. Hauptsache, Ja. du wirst es und du bleibst aber auch in Dort dieser drin dann. Position. Und das will ich nicht, weil ich sage mir, das bin ich mir schuldig, nicht ein solches Leben zu leben. Ja. Hey, ich danke dir, dass du noch hier warst und ein bisschen vertieft hast das Thema mit uns. Und dir zu Hause, vielleicht hast du vorher mit Dan das erste Mal dieses Übergabegebet gebetet und du siehst unten einen Link eingeblendet. Melde dich unbedingt bei uns, weil wir möchten dir eine Bibel schenken für diesen Start mit Jesus und du kannst ganz einfach das Formular ausfüllen und dann bekommst du von uns eine Bibel zugeschickt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Sonntag, einen guten Nachmittag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.